Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Call auf Radiostanzie WUNR 1600 AM, Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jiddischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @TheYiddishVoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben eine volle Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, wo ihr Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Guten Abend, der hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brookline. Das ist euch Meir David. Auf Freilichen Purim, wir bringen euch das Beste von unseren Purim-Programmen. Hört sich zu und hat Hanoah. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischuguim von der Webserie Yid Life Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Call auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Wir fangen der Purim-Spiel. A Purim-Spiel in Gramen, was folgt nach unseren Damen. A Purim-Spiel in Gramen, was folgt nach unseren Damen. Seid Frieden, schauen still, seid Frieden, schauen still, seid Frieden, schauen still. Wir fangen der Purim-Spiel. Wer es wird es lehnen, wird wie a Biber weinen. Und wer es wird es hören, wird lachen mit Tränen. Und gehen sie alle stille, die Helden von der Megille. Achashverosh der König, was wieviel trinkt, ist wenig. Esther Malke die Grine und Vashti in der Krinoline. Mordche der Chochem Attik und Homen Arosche der Latte. Seirisch die Machscheife, was schild wie am Geife. Bei Sosse der Redakteur, was hackt der Scheinig, hackt er. Und zwischen die alle Gräuselein steht fast Regosse bei der Seite. Zwischen die alle Gräuselein steht fast Regosse bei der Seite. Wird euch allein erzählen, was tut im Nognen quälen. Ich will euch allein erzählen, was tut mir in Augen und Quälen. Und
zwischen die alle Größerei steht fast Rigose bei der Seite. A Kitzer, die alle Sachen, auf zum Weinen und zum Lachen, und euch dich sogar ich liegen, Herz und Herz anschwiegen. Sei jeden schauen still, sei jeden schauen still, sei jeden schauen still. Wir fangen der Purim-Spiel. A Purim-Spiel gerade, was vor hat euch und Tannen. A Purim-Spiel gerade, was vor hat euch und Tannen. Sei jeden schauen still, sei jeden schauen still, sei jeden schauen still. Wir fangen der Purim-Spiel. Bigdan, Teres. Wir haben den Melech gedreht. Ist ein Tyrann, ein Finsterling, ein Riechens an Mammen. Lass mir ihm schitten in Becher zusammen. Lass mir ihm versammeln. Also haben beide aufgeregt und sehnen sie gangen sich stille und Mordechai hat das gemassert an. Ja, bye. Mit Nigen von der Megille, mit Nigen von der Megille. Vertracht sich das Kind die Mame schweigt, der Abend ist blau wie ein Fiedel. Wo es dreht sich ein Melechs teuer. Und wo es reiten und schuschen sich zwei, stellt hinter ein Neuer. Oi, bist du ein Narrele Kind, das weißt du nicht, a viele. Mordechai hat Sadek ist der Jid von der Megille. Hat gefunden beim Melech hein, bei unser Melech dem Scheute, was schickert gesedert Tage Nacht und hat an uns a Reute. Der Fahr, weil hat einmal bei Nacht und teuer sich untergehält, wie Bixen veterisch haben gesagt. Wir haben den Melech entdreht. Ist ein Tyrann, ein Finsterling, ein Riechen in seinem Mammeln. Lass mir ihm schütten den Becher sam, und lass mir ihm versammeln. Also haben beide abgerät und es sind in sie gangen sich stille und ein Mordechai hat uns gemassert. Ja, ba. Mit nen Nigen von der Megille, mit Nigen von der Megille. vertracht sie das Kind in alle Schwein. Der Abend ist bläu wie ein Twille und in Nordi fliegen heute der Mann. Zum. Schummen still die Megille, Schummen still die Megille. Bin ich der Melech geworden in Kass, und ich geheißen machen kein Schiess, und hängen die Buntoren die zwei auf zwei besondere Tlies. Und zum Mordechai Zadik hab ich gesagt, du mögst mein teuer handeln, mit Schnorrewadles, mit kuschere Seif, mit Pasta und mit Mandeln. vertracht sie das Kind in alle Schwein. Der Abend ist bläu wie ein Twille und in Nordi fliegen heute der Mann. Zum. Schummen still die Megille, Schummen still die Megille.
Sog der Melachschicker, die Augen voll mit Tränen. Die Molke wascht die scheint wie der lichtige Morgenstern. 2 Zepp bis die Knie und a Leib weiß wie Schnee. Und Eugen ist apur, chotsch geh euch noch sehen. Schmeichelt Hummen Chitre. Futter, König, du mein. Lass die Malke kommen, an Nackete zu gehen. Wenn alle die Sorores in euch gestellte Paar Scheunen sehen ihr Schonheit in Gaffen, in Steunen. Sog der Melachschicker. Ja, und das ist mein Begehr. Die Malke soll täglich kommen, an Nackete her. Läufen die Stafetten und kommen zurück zu gehen. Der Malke wascht dich, tun weh die Zehen. Schmeichelt Hummen Chitre. Adeine König, nein. Saterz hat de Benchlicht, die meinse Medizin. Sog der Melachschicker. Da soll man sie bringen, als nicht wird man sie schießen, hängen. Läufen die Stafetten und kommen bald wieder, mit klappendicke Zehen und zitterdicke Glieder. Der Melech ist ein Schicker und dazu ein Scheute. Tut sich noch blamieren für alle fremde Leute. Die Malke hat verriegelt, euch 7 riegelnde Tier, und durch a Sparune befeulen zu dir. Der Melech ist ein Schicker und dazu ein Scheute. Tut sich noch blamieren für alle fremde Leute. Sagt ein Zar zum Zweiten. Es ist schon Zeit zu gehen. Mein alte Kirschöne Wortchen, sie liegt in der Bett allein. Der Dritter nimmt dem Säger, von dem Westel das Scharäus. Tun alle an die Zylinders und schaden sich stiller Reus. Ja, me wird sie schießen, hängen. Mein Tate ist gewesen, eine mächtige Pan, hat sich mir verglust, a Schicker für a Mann. Meine Tate hat mir gewohnt, nicht die Tochter nicht, dem besser für a Mann, dem Chrabie von a Litte. Hab ihm nicht gefolgt, hab ihm nicht gehört, jetzt tu ich lieg, mein Eil in der Eil. Hab ihm nicht gefolgt, und jetzt tu ich was so, vernehmt mein Gewein, ihr Berg in ihre Ton. Ich hab geprägt, eingemacht, und ungefährdes Neues, und jetzt muss ich verlassen, meine lichtige Pakoyes. Meine lichtige Pakoyes mit meinen Mäschene Betten, meine sametene Kleider mit meine Teieretten. Der Melech wird sich nehmen, a jung schöne Weib, und die werden verlässt meine jung schöne Leib. Nicht Italien, nicht, komm noch nicht zu gehen, lass mich noch erregen mit mein Weitig allein. Lass mich noch erregen mit Sonnenvergang, meine jung schön Leben tut mir so bang.
schöne Leben mit meine junge Jahr, meine güldene Ringen, meine güldene Haar. Nicht Italien, nicht, mach noch nicht Nacht, bis ich will nicht haben, hat ich einmal noch gelacht. Also weint die Malke Vashti mit a bitter Gewein, wo sie muss so jung von der Welt weggehen. Der alter Nussenbäum räuscht mit den Fenster rein. Wo ist der Vetter Estachi? Ha, wo kann er sein? Wo ist der Vetter Estachi? Ha, wo kann er sein? Der Vetter Mordechai, treibe sich in den Meilers Häus. Dort vieren Schatunen von überall, die schönste Psules zu neu. Dort vieren Schatunen von überall, die schönste Psules zu neu. Pastrigosse, der Schneider jung, dreht sich unter die Fenster. Gedenkst du, Esther, du hast mir gesagt, als ich bin bei dir der Schönste. Gedenkst du, Esther, du hast mir gesagt, als ich bin bei dir der Beste. Paravoja hast du mich abgenannt, sag, gib loschen Beste. Gedenkst du jene Nacht, wir sind gestanden in Teue, so hat geregnet und ich hab dir gesagt, ach so din Oje. Lo mir beide antläufen kein Wien und lo mir a Kuppe stern. Aus dem Olf getrogen a Sitzenkleid und a Schnirdelreute Krell. Hast du sich verreutelt und gesagt, nu in der Vetter wird doch sein in Kass, is meile Wetter. Und wir haben gegeben sich die Hand
und noch geschmust was gicher in mir zashem auf Shabbos noch Schwuss wird sein die Chassene sicher jetzt hat dir der Vetter übergerät und die liegst in Palaz dorten und ich hab verspielt meine junge Jahr wie a Kartioschnik in Kurten. Wollt jetzt gelaufen, Esstädelkräun, arop zum Teich sich tränken. Ob ich meure as teuter hei, soll ich noch dir nicht bänken. Wollt sich gelassen, Esstädelkräun, Wugle neu falle Wegen. Ob ich meure as überall, wirst du mir kommen entgegen. Und wirst mir sagen, du selbige, mein Schönster und mein Bester. Für woje hast du mich abgenannt, so gebloschen Esther. So gebloschen Esther. Mechel weg, Shalom Aleichem. Ja, Aleichem Shalom, es war vergnügend, du zu sein. Gut, und a freilichen Purim. Ja, freilichen Purim auch euch, und alle Zuhörer. Ich weiß, dass Purim ist für mich sehr ein wichtiger Tag, sehr wichtig. Weil man seit alle was Schulen ist geboren geworden, Purim. In noch jeder viele der Mammens Milch hat angesagt und sagt, dem Riech Halutze, dem witzeldicken Gast, wo es darf herrschen in dem Tag. Ist allein gewesen, ein Stück Vereinigung, einfach weißen das schon. Seine Seitenseite heißt, ist gewesen der Rebbe Velvel Strickever. In Velvel Strickever, wo seine Emerson Familie ist gewesen, Landoi, ist euch gewesen der Seite von Mannseidens Glücksgeschwisterkind, dem berühmten jüdischen Poet Sicher Landoi. Landoi in Sicher Landoi pflegt man einmal wissen der jüdische Lord Byron. Nur wenn Mannseide Moishe wollte euch gewesen ein berühmter Jid. Wollten ihm aber ungerissen, der Vater Stooge, ist ein Curly Larry Moll in Moish. Ich habe mal gefragt, ist nur Seiden, was hast du getan? Das heißt, wie hast du gezeugt in Chune in der Alterheim? Entfällt mir geheiligt, nur. Ja, ich pflege mir heraus nach Schachs mit einem Strick, in Zerik Minnechizi mit 2 Feiern. Das heißt, Seiden, bis Tage gewesen ein Feldgun, das verstellt für ein Husset. Sagt mir, was heißt verstellt? Jeder Husset ist mit Aktek auf Mitzvahs Kachlicher. Nehmende für sich. Ein Husset, wo es nimmt nicht, wird bald ein Litwak. Und ein Litwak, ein Fahrtgehabekeures, habe ich nicht gehabt, kein Brecher. Adkan, man Seide, und Adkan, die Sieber, verwussten mir also wichtig, Pirem. Danke, ich habe nicht gewusst, also viel wegen dein Jiches. Oh ja, big Jiches. Größer Jiches. Ist gut. Was noch kannst du uns erzählen wegen Purim? Wegen Purim, für Asaiden, wie man sagt, ist alle Tag gewesen ein Stückel Purim. Nur Purim, wie ich schon der Mond, wie alle, bin ich sicher, wie alle weißen schon, ist ein Chag, aber ist nicht kein Jontif. Ja, man mag fuhren, in Schraben, in unzünden Licht. Darüber sucht man auf Mameluschen, Purim ist nicht kein Jontif, in Kishentuches ist nicht kein Klur. Das heißt, als Pink da so wie Purim kann euch sein von draußen für ein Jontif, auch deinen Schiel, die wo tragen nicht kein Kostüm, kein Sachim in Big de Shabbos, man macht das Sieden, es bekam die Mitzvissen, was vermachte der Chagecho in noch nicht das Schmitschik. Nur in Grint, in noch allem, ist fort kein Jontif nicht.
Und also ist es euch mit Kishmich und Tuches. Es kann sein, dass auf Englisch wollte das ein Ausdruck gegolten für eine Klule. Na auf Jiddisch, wo es so rach in Klules ist ein Puscheter Nibbelper und gibt nicht kein Emerson Sturch. A Klule, an emesse jüdische Klule verbleibt. Alle 10 sollen rausfallen, der einer soll der bleiben, alle wissen schon auf wo es, der einer soll der bleiben auf Zornweitig. Nu, dus heißt gescholten. Dus ist a Klule, was tschäppert sich zu dir, geht mit dir heim, griecht dir Mäuer und Beine, bis der esst sich nicht, bis der schläft sich nicht, bis der schwindelt schon vor den Augen mit eigenes Neffisch. Hei gotten you, wenn wird schon kommen der Zornweitig. Wird nicht gesucht, als soll umkommen, Teke, was fallen der heraus, alle andere Zeiner. Nein, mit an alles. Dein einzig gebliebener Zorn ist am Strachove, am Versicherung, in Insurance. Der Weitig wird umkommen, nur wenn es gefällt dem Kalo, dem, was hat gescholten, wenn ihm Wildsachen noch schicken. Und die bittende Kälbel, die kickst da raus mit Hoffnung, der lächst noch in Zornweitig wie jeden noch nicht schiechen. In dem besten Fall, von dem Kalo-Standpunkt, wirst du sich herandeigen, in einer Herzattacke, wird nicht müssen dem Zornweitig schicken. Ja, Amur, das mit Amur, mit Asachio zurück, bin ich sicher, pflegen Waber, freuen, sich ausarbeiten, Pirem am in Zeitplan. Wie man wisst, ist du a keiligdicke Heudisch zwischen Pirem in Pesach und Samul gewähnen verspreit ein Ausdruck Jake Pirem, Take Lal Schmirem. Das heißt, wus fara Pirem, Asa Pesach. Lal Shmurem ist die erste Nacht Pesach. No, wus ist der Tatsch? Wir uns zu tun du mit den Jone West. Als a Freu ist Pirem nicht kein Niede, wird sie euch Pesach nicht sein und wird dann Becheules sich zu führen wie ein Malke zum Seder, sich unlehnen beim Mann und nachdem können sie beide sich unlehnen auf sich. Und von dem kann man rechnen, sie wird noch müssen kochen im Sikis. Das beheften sich Pirem, wenn es ist noch möglich, aber das beheften sich hat euch ein Schaches mit der Pusik in Megillus Esther. Es steht dort in der ersten Perek, als nachdem wie Vashti sucht der schwerischen Nacht-Night, schickt er raus auf das Feld zu alle 127 Medinas mit heute werden Kisch, Liois Kol Ish Säurer Beweise im Medaber Kilschein Arme. Das heißt, jeder Mann soll herrschen in seinem Stieb, in Reden des Sprachs von seinem Volk. Und die Forschung suchen, als das heißt, als wenn ein Manns Freu kommt von der Fremd, kann sie neten zu reden, sanwuschen, anstatt der eigene Sprache. Und von damit nennt sich das bekannte jüdische Gleichwertel, Weiber sind gebildet und können alle 2 Sprachen. Eine Vaterchassene und eine noch der Chassene. Und das ist die ironische Gierse von Rasches Käufe es ist Teililmoi des Lushoine. Kann neiten sein Freu, sich auszulernen in seiner Sprache. Na so wie der Luschen Koidisstiker Verb Ludaber, zu reden, zusammen mit dem Verb Lusaper, zu der Zeilen, ist ein oft talmudische Luschen Nikia, ein Euphemism, vertaschmisch am Mitte. Es liegt Amche verteidigen den Pusik, als der Mann kann fordern, wo es für einen sexuellen Verkehr will, aber ihm ist nicht over auf kein Laven. Und als er Verbindung von Pirem mit dem Geschlecht sagt, hat er gebracht bis zu den Homentaschen, wo es man erst.
Lekatchile, wie a Sach jeden wissen schon, haben Homentaschen geheißen gar Moontaschen oder Montaschen, weil man hat sie gebacken mit Moon. Wie kommen sie zu Homen? Die dreieckige Moontaschen haben gar nicht zu tun. Nicht mit Homens Euren und nicht mit Sandhit. Man hat Gicher gefunden, vor dem am in Remes an unzuhörnisch in der Teure. Es steht in Parshas Beshalach, als Bnei Yisrael ochlu es Hamon. Sie haben gegessen den Mon, the Manna. Na, also wie ein Wort, das legt sich aus Hai Mem Nin, ist ähnlich in ein zweites Wort, was legt sich aus Hai Mem Nin oder Hai Mem Nun, hat man gemisst Essen a zweideutigen Mon. Hamon, das heißt dem Mon, was mit dem füllt man nun die Taschelach-Tag, in Homen Aroshe, wo es hat gewollt auch alles Jankov sein, aufessen alle Jiden. Und jetzt essen wir im Gerup. In Amul in Deutschland und in Holland pflegt man backen Homen in Gestalt von einem Menschen, von Ingwerleikach, von Gingerbread, also wie der handliche Santa Claus und Todresbär, ein Teddybär. No, das ist schon eine andere Mimik. Bei uns hat Chevrolet zum Kick getan auf die Dreiecken mit schwarzen Mittens und sie verglichen in dem äußeren Mucken. In dem Wort Homentasch ist geworden ein Slangtermin für ein weiberischen Geschlechtsorgan. Es ist vulgar, no, nicht kein Nibbelpair, sind nur Ärgerwerte für dieselbe Sache auf Mamaluschen. Und wir können nützen Pirge und Knisch mit demselben Batat wie Humentasch. Darüber ist schwer zu schreiben Erotik auf Jiddisch. Stellt sich vor, Muschel Ananias Nins, erotischer Roman, was heißt auf Englisch Delta of Venus, wollte auf Jiddisch geheißen Homentash of Love. In se gedeiht zu bemerken, in den Scheiches mit dem, als das Wort Gregor, kann man euch nützen für einen menschlichen Ever. Und als trefft der Gregor mit der Homentash, wird der Meul amul zufriedener. Ich will wünschen alle freilichen, lichtigen Tieren, und soll sein eure, Simcha, Sussen, Vikar für alle Jiden du und über der gute Welt mein. This is WUNR Brookline. Shalom Beinfeld, Shalom Aleichem. Aleichem Shalom Meir. Und a freilichen Purim. A freilichen Purim für dir euch. Was könnt ihr uns erzählen wegen dem Buch, was ist heraus in 2013, nicht lang zurück, von Ruth Weiss, No Joke? Nu, Ruth Weiss ist eine gute Schreiber. Sie schreibt allemal intelligent, sie ist doch eine Professorin in Harvard, wird sie kein Nachrichtbuch nicht anschreiben. Alle ihre Bücher sind geschrieben von einem gewissen Guckwinkel. Und das ist ihr zionistisch Guckwinkel. Das heißt, dass Jeden sind alle mal gewinn hilflos und jetzt sind sie schon mehr nicht hilflos und man darf stützen mit ihnen Yisrael. Und sie ist sehr kritisch zum Goles. Sie ist eine bewusste Vorstellung von der Literatur von Goles. Also ihr Zugang ist ein bisschen ein jüdischer Witz. Das heißt, es ist ein Paradox. Aber Paradoxen sind interessant und ihr Buch wegen jüdischen Humor ist auch sehr interessant. Sie schreibt, lass mal sagen, sie kritikiert Sigmund Freud. Was hat auch geschrieben wegen jüdischer Witzen, wie bekannt.
hat sehr lieb gehabt, jüdische Witzen. Und gesagt, dass jüdische Witzen sind ähnlich zu Chaleimes. Indem sie drücken euch das, was wir nicht offen sagen. Aber hat gesagt, dass der Witz, in dem Fall der jüdische Witz, ist ein allgemeiner. Das heißt, es drückt durch universale Probleme und Gefühle. Und sie sagt, nein, der jüdische Witz ist sehr spezifisch, weil die jüdische Lage ist in der modernen Zeit gewesen a besondere, a spezielle. Und der jüdische Witz ist ausgewachsen von der jüdischen Lage. Und darüber ist halt Freud Atos, wenn sagt, dass der jüdische, der Witz, was wir rufen, den jüdischen Witz, ist eigentlich ein Witz, was die ganze Welt wollte es gekannt schaffen. Und sie gibt uns die Geschichte von dem jüdischen Witz, das heißt sei chronologisch und auch geografisch. Und die beide zusammen. Sie sagt, dass der jüdische Witz, wie wir verstehen, das ist nicht sehr alt. Wir wird in Tanach nicht gefunden kein Witzen. Seit Soros Witz, wenn sie lacht, wenn sie gefunden ist, sie wird haben ein Kind. Sie ist sehr eine alte Frau, nicht nur wie alt sagt sie, nur ihr Mann ist auch alt. Ist das ein Witz, aber das ist doch der einzige Witz in der Teure. Und Talmud ist ja dort ein bisschen Humor, aber der jüdische Witz hebt sich an erst in dem 19. Jahrhundert in Deutschland und die zentrale Figur ist Heinrich Heine. Das ist sehr und später interessant. Ist das gewesen ein neuer Zugang? Was ist gewesen neu, ist, was ist gewesen die Zeit von der gerufenen Emanzipation. Die Juden haben angeheben, reingehen in der allgemeine Kultur, in der allgemeine Gesellschaft. Aber sie sind meistens sich gefühlt, dass sie sind in weniger Bereich in Drößen. Und das hat geschaffen an Spannung, was der Witz hat gekannt ausdrücken. Und Heine hat das ausgedrückt in seine Anekdoten wegen Jeden, was stippen sich in der goyischen Gesellschaft. Oder was probieren, wären mehr goyisch wie die Goyim und versteht sich, allein hat sich geschmackt. Und macht häufig von dem euch. Aber das ist gewesen in Deutschland, wo der jüdische Humor, also zu sagen, ist gewesen kritisch von Drößen. Das heißt, man hat häufig gemacht von Jeden, was stutten sich in der deutschen Gesellschaft. Es ist gewesen nicht so viel jüdischer Humor, was Jeden sagen, wegen sich allein, seit Heine. Aber Heine ist ein gewisser Geschmatter und hat geguckt auf Jeden von mehr weniger von einer Drößendicken Guckwinkel, nicht von den Jüdischen. Aber von deswegen ist gewesen jüdisch genug, also erst mit dem sagen, als der moderne jüdische Witz und Humor kann man schon gewinnen, die Anheben davon kann man schon gewinnen bei Heinen in der ersten Hälfte von 19. Jahrhundert. Aber der ärmste jüdische Witz, das heißt Witzen, was Jeden erzählen wegen sich allein und zu sich allein, das darf man schon gern suchen in Mitteleuropa und in dem jüdischen Humor von den jüdischen Massen, das haben das Witzen nicht zu Goyim, aber zu sich allein. Und da ist die zentrale Figur Shalom Aleichem. Und das war mir gewesen sehr interessant, weil sie sagt, Kemat, als Shalom Aleichem hat gemacht, Jiddisch als Sprache von Humor. Weil bis damals ist nicht Jiddisch gewesen verbunden gesagt mit Humor. Gewesen jüdische Schreiber, was haben genutzt Humor, Mendel hat es genutzt mit Sarkasm. Und dort bei Peretzen, wollen wir sagen, bei früheren Schreiber, aber bei Shalom Aleichem ist Jiddisch sozusagen nicht den ganzen Humor, aber Jiddisch ist durchgeflochten mit Humor.
Und sie sagt dafür, als Jiden lehnen dich schon mal genommen trachten wegen Jiddisch wie Mittel auszudrücken, Humor. Und versteht sich in späteren in Amerika, sind da Menschen, was meinen, als Jiddisch hat sie dann bloß mit Humor. Als man redet Jiddisch, witzelt man sich, muss man sich witzeln. Das ist interessant, und es ist interessant auch, was sie hat zu sagen wegen dem jiddischen Humor in Amerika. Wir reden jetzt Geografie. Das Interessante ist, was sie hat einen gewissen Moment, und das ist gewesen in die späten 40er Jahren, wenn es sich angehört die Televisionprogramme, nicht Radioprogramme, aber versteht sich, die sind ein bisschen älter, aber komische Televisionprogramme, hat mir gedacht, haben auch schnell Komikers. Wo kann man sie finden? Man hat sie gefunden in die jüdische Hotel in New York. Das heißt die gerufene Borstbelt. Wo es sich in Gewinn hat sie von Komikers, was pflegen, amüsieren die Gäste in die Hotel in der Sommerzeit. Und sie sind in Gewinn sehr erfach. Hat man sehr schnell gekannt, darüber führen von der Catskills gleich in die Televisionstudios. Also als jüdischer Humor in Amerika ist geworden ein allgemeiner Humor und hat verloren in einer gewissen Maß dem, wie es man sagt auf Englisch, In-Group. Das heißt, spezifisch jüdischen Charakter in dem Sinn, was Jiden erzählen, das andere Jiden. Heint, das ist der jüdische Humor in Amerika. Also eingebürgert, also geworden ein Teil von amerikaner Kultur. Also alle kennen haben andere von dem. Und da viele die jüdische Witze und was spiegeln ab gewisse negative Elementen, Stereotypen von Jiden sind nicht antisemitisch. Man liebt das, was Jiden machen für sich allein. Und das ist etwas, was Amerikaner haben lieb. In der Sachfallen haben wir Sachzionisten gehabt einen sehr negativen Zugang zu Goles Leben und Bechlal und zu Jiddisch befragt. Hat gesehen Simonen von dem in Ruth Weises Schreiben in dem Buch? Ja, sie anerkennt, als Jiden haben schon gehabt genug von die alle Zeus und als die jüdische Witze spiegeln ab in einer gewissen Sinn Amigkeit von dem Goles. Aber ich meine, sie schreibt über den Begriff, was der jüdische Witz ist nur ein Produkt von der jüdischen Lage, von sein geredet in Mitteleuropa oder in Mitteleuropa, in Deutschland, in Österreich, nicht sehr offen geredet, jedenfalls in die Zeiten vor die Nazis. Aber von deswegen sich fühlendig wie nicht akzeptiert in derselben Zeit, wo sie haben der Volk, ökonomisch und kulturell, sind es aber fort nicht eingebürgert in der arabischen Kultur. Sie redet wenig wegen der Rolle, was die jüdische Religie und befragt, der Pilpul hat gespielt in jüdischen Humor, in ihm geben seine besondere Form. Und das ist bloß in Mitteleuropa. Pilpul hat nicht existiert anders. Das Gefäder, sich kribbeln und finden etwas zu Fragen, was kennt meinen als kein Antwort ist nicht verrat. Sie spezialisieren in Suchen exotische Antworten zu Fragen. Entweder ein Kasche mit einer zweiten Kasche. Das ist gewesen ein Teil von der jüdischen Kultur. Wenn man studiert die Texte
mit gefährder Frage ist uns geteinet und gefragt Scheiles auf Scheiles und alles hat sich geantwortet mit der Frage zuerst. Und wenn wir jetzt wenig dem alten Witz wegen ist so verwurstet von jeden Frage mit der zweiten Frage und dann was soll man nicht entfernen eine Frage mit noch eine Frage. Das heißt, als der jüdische Humor hatte sich ein wichtiges Element von der jüdischen religiösen Kultur und wegen dann schreibt sie wenig. Ich meine, als sie ist selbst schon nicht so bekannt mit dem. Und mir gefällt die Doppelwitzen. Und ich habe sie hat einfach Witzen in ihr Buch. Alte Witzen, erstenteils. Und als sagt man sie, kenne ich, und als sagt man sie, habe ich gepackt, ich wollte es, die kennt besser erzählen wie sie. Und das ist das war allein ein jüdischer Witz. Was jeden lassen, nicht die andere Jeden erzählen kein Witz. Weil jeder Jid hat schon, kennt schon alle jüdische Witzen. Ich wollte geheißen, als wir soll das verkaufen und lernen. Es ist ein jüdischer Humor, ist sehr interessant und die Witzen bei ihr sind Tacke. Sie erzählt sie sehr persönlich. Sie erzählt Witzen, was sie allein hat gelacht von sie. Ist gut. Kann man, es ist sei ernst, sei museumdick. Gut, schönen Dank. Is schönen Dank, Kultuv, und hat freilichen Poren. Dank und ich wünsche dir und deinem Besprochen euch freilichen Poren. Sei gesund. Sei gesund. Es wird vorkommen in unserer Boston Kehilla und der Schkocha von Arbeitering eine Lektion von Dr. Catherine Hellerstein. Catherine Hellerstein, Yiddish lecturer at Boston's Workmen's Circle. Brazen and Modest Women and the Making of Modern Yiddish Literature. Dr. Catherine Hellerstein, Professor of Yiddish at University of Pennsylvania, Sonntag, dem 11. März von 6 bis 37 in Abend in Bostoner Arbeitering 1762 Bickengasse, Brookline. Für Informationen wenden Sie zu der Webseite circleboston.org oder telefoniert an 617-566-6281-617-566-6281. Ich bin geboren, Simches Bier und Freiler bin ich der Fahrt. Ich esse, trinken, tanzen, spring und traurig sein sogar. Es kann sein ein Schnee, ich tanze, schrei Hurra. Tommer her, ich Musik spielen, muss ich tanzen gleich. Tommer her, ich Musik spielen, kick ich auf keine Sache. Es geht mir über ein grollen Körper, meine Nerven werden zerglitt. Ich krieg die Hitze, tanzen, schwitzen, her wie Musik spielen, ram, tararara, rarara, tararara, tararara, das Schkolische ist das. Taralalalalalalala. Ich habe nicht gesungen noch von wenn mein Mann ist krank gewesen. Nicht von wenn ist gestorben. Ach, geh mal rein zu Eirasieren, abrasieren mich. Setzt mich nieder auf den Bänkel und seift mich an ganz gier. Der Sierer heit mich zu rasieren, her wie Musik spielt. Ich habe uns zu tanzen auf den Bänkel, ein Schnitt hab ich erfüllt. Der Sierer kickt mich an, weiß nicht, was zu tun. Fragt mich gleich, was ist mit euch, du gehst dem Eiche gehen. Tammer her, ich Musik spielen, muss ich tanzen gleich. Kaum hab ich dann Musik daher, kick ich auf keine Sache. Es geht mir rüber, ich rolle mein Körper, meine Nerven werden zerglitt. Ich krieg die Hitze, tanzen, schwitz, und her wie Musik spielen. Ram, tararara, 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 tararara. Mein Schwieger ist allein mit mir gestorben, Nächten wird eine Woche. Gegangen bin ich auf der Weihe, klug auf dem Bruch. Beleit hab ich mein teuter Schwieger bis zu der Reuterbrick. Plötzlich her ich dort spielen, ein freilich listig Stück. Herz, was ist geschehen?
Ich tanze, schrei, hurra, der Lawai im ganzen halb zu tanzen, geb ich ein Geschrei. Dann mal her, ich Musik spielen, muss ich tanzen gleich. Komm, hab ich, dann muss ich daher, kick ich auf keine Sach. Es geht mir rüber, agerol, mein Körper, meine Nerven werden sie glitt. Ich krieg de Hitzen, tanzen, schwitzen, her wie Musik spielen, ram, tararara, rarara, rarara, tararara, tararara, tararara. Vieren. Der beste Jonte is noch Tieren größtes dann der Rasch. Wir gehen seit irische Kieren in jeder Chaftanasch. Dem gab es Weil, sie abstille, tanzten Quell verfrei. Heiter sie geht der Megille, is Jonte ungegrei. Oi, Pirim, 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 is a Freudenstieg. Kapsunen men Gewirim, a jeder hat ihm lieb. Men habt a Marsch, a Hommenhasch, mit trinken es will sich noch. Schickirim, gleichen Pirim, hotsch 20 Mal a Woch. Nicht wenn die Buchhieren, wo sie spenden Geld. Und doch, wenn der lebt, den Pieren, brennt gura Welt. Sein Mime hebt vor ihm und Greiten, Schnaps in Wein a Flasch. Macht a Kiddisch, a Breiten, quellt, habt Anasch. Oi, Pirim, 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 is a Freudenstieg. Kapsunem in Gewirim, a jeder hat ihm lieb. Men habt a Nasch, a Tasch, mit trinken es will sich noch. Schickirim, gleichen Pirim, hotsch 20 Mal a Woch. A guten Purim sagen wir, Schalach Mones tragen wir, von Heus zu Heus gehen wir, es ist Purim und genug. A guten Purim sagen wir, Schalach Mones tragen wir, von Heus zu Heus gehen wir, es ist Purim und genug. Wie verstelles kommen wir, Purim spielen wir, Maske Schäne tragen wir, es ist Purim und genug. Flotten essen wir, Omen Taschen schlingen wir, Sommerhomen tragen wir, es ist Purim und genug. A guten Purim sagen wir, a freilichen Recht wischen wir, Purim Lieder singen wir, es ist Purim und genug. A guten Purim sagen wir, Schalach Mones tragen wir, von Heus zu Heus gehen wir, es ist Purim und genug. Wie verstelles kommen wir, Purim spielen wir, Maske Schäne tragen wir, es ist Purim und genug. Flotten essen wir, Omen Taschen schlingen wir, Sommerhomen tragen wir, es ist Purim und genug. A guten Purim sagen wir, a freilichen Recht wischen wir, Purim Lieder singen wir, es ist Purim und genug. Schalach Mones tragen wir, von Heus zu Heus gehen wir, es ist Purim und genug. A guten Purim sagen wir, Schalach Mones tragen wir, von Heus zu Heus gehen wir, es ist Purim und genug. Wie verstelles kommen wir, Purim spielen wir, Maske Schäne tragen wir, es ist Purim und genug. Flotten essen wir, Omen Taschen schlingen wir, Sommerhomen tragen wir, es ist Purim und genug. A guten Purim sagen wir, a freilichen Recht wischen wir, Purim Lieder singen wir, es ist Purim und genug. A guten Purim sagen wir, Schalach Mones tragen wir, von Heus zu Heus gehen wir, es ist Purim und genug.
Die Verstellers kommen mit, Purim spielen wir, was geschehne proben wir, es ist Purim und genug. Floden essen wir, Taschen schlingen wir, Socken kommen, tragen wir, es ist Purim und genug.